Für uns geht's weiter, immer heiter. Zurück bei, ja natürlich, Fire Emblem Engage. Und heute engagieren wir mal hier und zwar ganz krass, weil ich kann es einfach. Ich kann sie einfach vernichten, mit dem Wolfball zum Beispiel. Alter. Die Kombi ist sogar ein bisschen krank. Flexibilität. Ein Kampf hat dann plus 2 gegen physischen Angriff, der Resistenz plus 2 gegen magische Angriff in der Schlacht oder bis ein Effekt ausgelöst wird. Okay. Krasses Ding, krasses Ding. So, warte mal. Sie ist noch hier. Wollte ich nicht hier eigentlich Unterricht Magie machen? Warte mal. Sie kann mehr Magie vertragen, Yunaka auch, Fogado auch wegen dem Bogen. Timera und Corin eigentlich weniger, aber ganz ehrlich, wenn ich 3 von 4 habe, ist schon mal ein gutes Verhältnis. Und ein starkes Band. So. Ich weiß, da unten sind 4 Stück, aber ganz ehrlich, da ist ein Ritter tot. Da ist ein Magier, der sich eh nicht bewegen kann. Das heißt, er kann eigentlich nur sie angreifen. Das wird doch vielleicht an der Stelle eher weniger tun. Das ist damit die beste aller Ideen. Dann er wiederum mit dem Meisterbogen oder eben mit dem Sonnenbogen. Jetzt killt natürlich alles dank dem Boost. Das mit dem Plus 4 und so, das erinnert mich ein bisschen an Fire Emblem Awakening. Wo wir auch dieses Sammeln machen können oder Effekte verstärken. Das funktionierte auf eine ähnliche Art und Weise. Donnerschwert und weg. Was ich auch gucken muss, dass ich mir so Koop-Schläge mache. Weil Koop-Schläge darf man nicht unterschätzen. Ich sage, es ist eigentlich krank, was ich hier treibe. So, jetzt der andere, der mit Magie angreift. Klar, bei ihr wird es ein bisschen zwicken, wenn sie angreifen sollte. Aber ganz ehrlich, das sind Erweckungssteine, also da passiert nichts. So, jetzt haben wir den Typen noch. Mit dir greifen wir dann noch nicht an. Das heißt, Sidal wäre eine Option, zu sagen, hey, ich habe hier einen geilen Ring, du kannst mir eh nix, ich kill dich einfach. Sage ja. Und Tiki ist natürlich auch noch super geschützt. So, ihr geht weiter für den nächsten Drachen, der bald kommen wird. Da oben ist ja noch ein bisschen die Frage. Ziehe ich mich zurück oder greife trotzdem an und hoffe, dass alles gut geht? Gut, seien wir ehrlich, eigentlich kann nichts passieren. Was natürlich machen kann. Na, ich kann natürlich mich selber irgendwie heilen, wa? Michael dazu holen, damit er angreift. Warte mal. Das wäre eine Idee gewesen, wenn ich den Diamant da nach oben hole. Der Drache ist sowieso ein bisschen versetzt. Oder sag einfach ziemlich zurück. War eigentlich von denen jemand irgendwie ein bisschen Heal? Glaub nicht, wa?
Ja komm, hol ich mir die auf dem Rückweg. Ist einfach nur da, damit ein bisschen was getan wird. So. Mach mal im Vorrat kurz was zu holen. Irgendwie ein Heilmittel oder so, wenn nicht so schlecht. Dann packe ich mal die Rettung weg, ich glaube, wir werden es eh nicht brauchen. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil jetzt gewisse von uns sich noch bewegen können. Aber andere für umso besser. So, das hätten wir. Dann haben wir theoretisch noch den da. Also halt die Frage, ob er sie dann mal angreifen wird. Ihn, Entschuldigung, habe ich das Gefühl, sei ihm noch. Seine sie. Stahl Großaxt, wenn, war. Und sag einfach mal Bündnis, endlich mal. So. Das dort auch. Da gehe ich halt mal ein bisschen nach vorne. Die Frage, wie weit kommst du? Sollen wir direkt alle 3 Typen holen? Ich glaube, Hector. Oh, die Kombi, die macht das schon. Ja, tut mir leid, Goldmarie, ich weiß, was vorhin gesagt. Ich mag das nicht, aber jetzt ist es halt passiert. Citrin Beilauf Kombi, die darf noch einmal. Aber Magie plus 4. Der Boost bleibt ja eigentlich, oder? Alter, leck mich am Arsch, ey. So, dann haben wir einfach unterbunden. Jetzt kommt hier natürlich kaum vom Fleck hier, wa? Fogado kannst du noch mal retten. Die Frage ist, ich will schon von unten mich ranpirschen. Okay. Ja, bei ihm ist halt, würde nur Steinader gehen, die bringen momentan nichts. Ja, komm. Der Name Boucheron. Der Schlechter. Der Schlechter von Blaviken. Nein, natürlich der Schlechter von Tywin. Bougeron, der geht ja richtig steil. So. Wir haben noch ein bisschen vorwärts kommen. Das Maximum erreicht. Okay, da vorne ist noch so ein Typi. Den kriegst du aber alleine platt, wa? Yeah! Yeah! Ich weiß nicht, komm, dann... Ach komm, scheiß drauf. Ich kann Michael ungern jetzt gerade trainieren wegen der ganzen Zeit gewesen, also wenn die Gegner dann immer stärker.
Brandung +2. Brandung ist schon eine krasse Waffe. Ja, aber nur 10 Fragmenten, das ist nicht gerade viel. Ich gehe hier richtig steil. Na, Kleiner, willst du nicht angreifen hier? Kein Bock drauf, wa? So, die nächsten hier. Hier wäre ein bisschen Engage Time. Du gehst schon mal ein bisschen nach vorne. Ja, sehr schön. Oh, weniger schön. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Stahlgroßsachs, berittene Einheit. Ja gut, die wird trotzdem sagen, einfach magisch angreifen. Warum? Fertig. 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 Trotzdem nur 3 Stück, also sorry, aber. Was wollen die schon tun? Was wollt ihr tun? Außer sterben. Wie schön er auf da oben steht. Das Beilef Magie, also Magiereichweite erhöht, verstehe ich irgendwie auch nicht so ganz. Hat der mit Magie zu tun, Leute? Ja gut, das Problem ist jetzt, wenn ich es so mache, dann erhöht dem Gegner doch auch die Verteidigung. Da gilt es trotzdem nur für mich, weiß ich halt nicht. Ich bin halt einfach nicht der Schnellste, das ist ein bisschen doof. Oh, die schnellste in dem Fall. Okay, einen Double Crit sieht man auch selten. Max KW +7, Alter. Schwede. Achso, warte mal, muss ich näher ran. Wenn schon ein Bogenschütze ist. Hätte ja reichen können. Jo, Digi, guck mal hier. Crit. Also, Entschuldigung, sie war schneller. Okay. Dann gehen wir unten durch, wa? Da heißt schon mal die Gegner anlocken. Ja, aber. Die haben eh keine Resistenz, also. Machen das mal so. Dann können wir hier noch ein paar von den Boostingern holen. Das kannst genau auch du machen. Außer natürlich, das werden mehr Erfahrungspunkte. Nee. Zum Glück nicht. Da oben ist keiner. So, Boucheron wäre schon wieder ready for Takeoff. Was machen wir hier mit dem Drachen? Wohin locken? Oben oder unten? Ja, muss sowieso oben durch. Okay, er ist oben durchkommen. Er hat so hier so einen Typ mit der Großdingsbumslanze. Oh, das wird heikel. Egal, mit allen da vorne schaffe ich es schon. Das Engage-Feld oben wäre eigentlich für Siedler gedacht. Wenn er sowieso selten angreift, sollte er vielleicht derjenige sein, der sich dann auch die Felder schnappt.
Jetzt läuft es auch andersherum. So, zu den Typen. Da oben jetzt gleich richtig scheiße. Was mache ich unten Schönes? Erst einmal darfst du dich... Ja, Stab wäre eine Variante. Also auch hier einen Stab einsetzen. Ist ja zum Glück purgativ. Du. So. Vehemenz ist so cool in the school. Okay, ich habe gar nicht gesehen, dass ich irgendwie kriegen wollte. Hä, krass. Warte mal. Der kommt da schon, ernsthaft? Wo wir jetzt schon Platz zu machen mit dem Paar hier unten, finde ich jetzt auch ein bisschen mutig von uns. Oh, kann ganz kurz holen gehen. Ja, muss mal gucken, ob ich mir Movia schon hole. Ausgeglichene Defense. Ja, wir knapp schweigen. Der schweigende Lämmer mit der Feuerlanze ist eine magische Lanze. Nur, ja, trotzdem für 2 Felder. Okay, müssen wir uns mal überlegen. Wobei eigentlich, ja, er kommt eigentlich nur mit dem Stab hier hin. Das Problem ist halt, ich weiß nicht genau, ob er das ihn auch triggert, um sich zu bewegen. Das weiß ich dem Zeitpunkt nicht. So, jetzt habe ich hier halt ein Problem. Weil das war noch nicht so geplant, dass die jetzt schon kommen. Das heißt, er muss wieder mit Bougeron und Hector ran. Und sie haben den Rest mal gekonnt zurück. Da kommt noch nicht, wa? Ne, so weit kommt er nicht, okay. Bougeron, dann machst du hier mal, nicht Tomahawk wäre zwar eigentlich nicht schlecht, aber... Bisschen mehr für den Speed wäre zwar nicht schlecht, aber gut, dann... Gegen berittene Gepanzerte, wobei da kommen gerade so viele. Viel Spaß, Hector! Aber überlebt das auch alles? Gut, ich meine, Vollangriff, ja, Vollangriff ist ein klar Vollangriff. Und die würden mitunter schon krass draufhauen. Klar, ich habe hier Ausweichen und so, also es könnte trotzdem klappen. Oder sagen wir einfach, hey, die sind hier unten. Die kommen gar nicht so weit nach oben. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ich mache hier oben erstmal mit die oben platt. Und Bougeron dann doch nicht ganz so viel zu tun hat. Ich könnte auch näher ran, weil ich habe ja die Fähigkeit. Stimmt eigentlich doch. Jetzt habe ich dir natürlich kein Ding mitgegeben, war? Ah doch, Stabaxt, okay. Wollte eigentlich was für Gepanzerte dabei haben, aber ist er da. Vehemenz wäre jetzt bei ihm cool.
Gut, die Werte selber sind schon cool, aber auch nur dank der Sternenkugel, also dank Tiki halt. Oh, das war gerade ein bisschen doof. Ich bleib mal hier unten, weil ich nicht genau weiß, was noch passieren könnte. Das Haus da oben zerstört. Tja, die Frage ist, was war da drin? Ich guck mal schnell nach, was da drin war, Freunde. Je nachdem, was es war, wird er vielleicht nochmal versuchen, das zu holen. Alter, der mit seinem scheiß Wolfbeil. Na gut, kein Wunder, hat er keinen Bock irgendwie auf Boucheron und Hector Kombi. Hätte ich auch nicht. Ah, jetzt kommt das wieder. Okay. Also, ich kann mal nachgucken, was man da oben im Häuschen gehabt hätte. Ganz kurz hier. Der kann gerade ein bisschen das Spiel laggen. Ich habe einen neuen Rechner mittlerweile. Wäre krass geworden. Wir haben zwar natürlich immer so Grafikkarte abgedatet und so, klar, aber ansonsten Prozessor, RAM und so und auch Netzteil ist auch schon über 8 Jahre her, bald 9 Jahre. Gut, ich meine, wir haben damals das neueste, teuerste gekauft von dem, aber trotzdem, irgendwann muss man sich trotzdem sagen, hey! Fuck! Drum gab es einen Erholungsstab. Das ist doof. Wäre ich da überhaupt irgendwie... Das Problem ist, ihn dann dahin und dann dahin... Okay. Also, falls es irgendwie besser schafft, ich habe zuerst gedacht, okay, die gehen da nicht hin, dann kann man irgendwie doch dahin. Scheiße. Also es gäbe hier nur Erholungsstab, falls ihr den haben wollt. Ich denke mal, dem ist so. Na, Diamant, wie sieht's aus? Mittlerweile geht er mehr auf die Axt, war. Oh, er ist sauer. Ja, als Schwert. Ist halt, wird mehr und mehr wie sein Papa. Gehen wir hier unten hin. Braucht keine Sau. So. Der geht auf Boucheron los. Der kommt ihm nicht so weit. Okay, dann lasse ich das mal so. Das war ein Silberschwert. Wobei, warte mal, der kann gar nicht gebrochen werden, oder? Genau, Flatimmunität gegenüber Bruch. Ja, das ist einfach mal so, wie es gerade ist. Also, was soll er sonst machen? Das heißt, du könntest nochmal Pflege machen. Pflege ist aber theoretisch unendlich, also. Okay, dann hier unten. Du kannst mal noch dahin gehen, wenn wir das auch mal haben. Eisenaxt, toll, lohnt sich ja richtig, ey. Gut, das hätten wir hier. Hier bin ich noch ein bisschen vorsichtig, weil wir haben eigentlich gesehen, was passieren könnte oder sollte, wenn wir da näher rangehen. Jo. Schwein gehabt. Da hat er richtig Glück gehabt. So, jetzt kommt der auch. Der Lauch.
jetzt tatsächlich der Unterschied der Markierung nicht so richtig. Natürlich jetzt dort auch wieder. Naja, okay. Ey, Trefferquote, hä? Ist doch kein Würm, aber egal. So, ich mache schon mal ein bisschen Heal wieder. So, der Gegner da kommt ja auch langsam dran. Dann kann ich nochmal tanzen. Zack. Und ihn nochmal aus der Schusslinie holen. So. Dass es nachher nach oben geht, wa? Hier unten eben noch zu gefährlich, beziehungsweise für dich geht es wieder zurück. Dich ein bisschen nach vorne. So. ...29 Trefferquote. Ist echt nicht viel. Gut, Verstärkung da kratzt mich eher weniger. Weil die da schon eher ein bisschen. Okay, holen wir direkt mal die Echse. Was? Wieso nur so wenig? Hey, ich habe mal viel mehr Schaden mit dem Würmtöter gemacht. Was ist denn jetzt los? Ja gut, er hat ein bisschen Power, ja, aber gerade so viel? Eigentlich übertrieben, war. Gibt es eine Kombi, die den besser ausschalten kann? Ja, die tödliche Kombi. Ich sehe schon. Puh. Silberdolch, Silberdolch. Boah, 16%. Ja, ist klar, Digi. Du hast meinen Schuss nicht gehört, wa? Hier sieht zwar schon besser aus, aber ja, das ist trotzdem mühselig. Den tun so eine riesige Reichweite. Das Problem hier ist, ich mache nur so wenig Schaden. Warum nur 16? Es ist ein Drache. Ich muss Special-Schaden machen. Ganz ehrlich, mache mit den anderen Waffen ja mehr Damage. Gegen Dämonendrachen sind, die gegen Verzerrte sind. Aha, aber gegen irgendwie normale Drachen, nö, bin ich nicht empfindlich. Sorry. Sollen wir noch selber platt machen oder was? Ach, ich Michael Edegaard gerne für später aufsparen. Elfenflut tut immer gut. Nicht in der Kombi. Na komm, dann macht ihn platt. Es ist eigentlich ein Drache, aber irgendwie auch nicht. Das finde ich ein bisschen seltsam, dass ich mit dem Würmtöter so wenig Damage mache. Dass er keinen Bock mehr auf Kriten hat, finde ich gerade ein bisschen verstörend.
Bisschen früher bin ich gegangen, wa? So, Verteidigung plus Resistenz. Das ist auch immer schön. So, haben rechts einen Würmtöter reingepackt. Alles für die Katz. Brudia. Brudia oder Brudia. So, der ist nachher für Sidal. Tag und Nacht. So, na warten. Tee trinken. Hier in Sicherheit bringen. Und hier auch nur cool aussehen. So. Ja, man sieht es direkt hier wieder. Hey, wieder direkt. Soll ich denn schon mal. Ich habe hier erst noch ein paar Gegner. Okay, erst mal die Plach machen, dann gucken wir weiter. Sonnenbogen. Okay, wenig Verteidigung. Also, relativ wenig. Okay, kann man jetzt schon so gut platt machen. Das ist eigentlich ein Berittener. Ich kriege es mit anderen platt. Aber egal. Und die Vehemenz, ja, die ist ja so geil. Und Speed Deep. Alter, wie schnell bin ich denn jetzt? Geschwindigkeit 37 habe ich aktuell. Heilige Scheiße. Jetzt muss ich eigentlich alles doppeln, was irgendwie bei 3 auf den Bäumen ist oder so. Ja, komm, das bisschen, das lohnt sich einfach nicht. Ja, am Nachmittag gab es sagen, logge ich ihn mal an, wa? Deswegen habe ich ja sie eigentlich runtergeschickt, weil sie ja jetzt einen Erweckungsstein hat. Dass selbst ins Unmögliche passieren sollte und er wird sie killen. Also mit einem Angriff, sage ich jetzt mal. Es wird trotzdem nicht reichen. Interessant, dass trotzdem sie ihn angreifen, Mann. So, da kommt eine Verstärkung. Jetzt gehen wir erstmal den aus dem Weg. Was denn der für ein Stab? Einfrieren Purgativ. Okay. Ich glaube, machen es doch eher so, als wir einfach erstmal allen ausweichen hier, oder? Nach oben muss ich eigentlich eh nicht mehr. Was soll da oben noch? Das heißt, du ruhst dich hier mal aus. Wirst schöner von ihr geheilt. Du verziehst dich. Du bis hierhin, wa? Okay. Achso, geht sogar noch weiter. Um den kümmert sich Diamant mal ganz kurz. Und das obere Feld eigentlich noch für ihn aufsparen, aber dann wird das daraus noch nichts momentan. Ja, bis dahin, okay. Bis hierhin. Nein. Ja, wobei, wir können auch für ihn tanzen. Tanz, Diamant, tanz, tanz, tanz. Wobei, wofür eigentlich doch? Wenn ich hier den Gegner abfangen kann, warum nicht?
Also wäre eigentlich doof, wenn ich jetzt mit ihm noch was anderes mache. Hier unten ist eh nichts mehr los. Das heißt, wir gehen hier mal in Lauerstellung. Und dann riskiere ich es mal und lock ihn an. Eigentlich sollten nur Schweigen einsetzen. Wobei, aber einem Nicht-Magier Schweigen einsetzen. Ich will jetzt auch nicht viel. Ich teste einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ich kann mal die Drachenader hier einsetzen. So, viel Spaß. Brodia. Ja, Mann, ich Brodia, du Null. Oh, fuck. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also sprich jetzt echt nicht mehr auf dem Schirm. Upsi. Ja, und jetzt? Es wird abhauen ein bisschen schwieriger. Er macht oben eine gute Figur, wenn wir ganz ehrlich sind, aber wie lange es da oben aushält, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ich pushe aber noch irgendwie da rüber, eher unwahrscheinlich, wa? Sie nach da unten hin, damit sie hier ein bisschen was abfangen kann und so. Kann ja eigentlich doppeln, das ist irgendwie auch mühselig. Auch sie hat Vehemenz. Wobei es nur, wenn ich sie initialisiere, war noch ein Speed-Vorteil. Aber das geht überhaupt nicht. Ja, die machen halt schon Schaden bei mir. Seien wir ehrlich. Weiß im Haus keinen Faden ab. Das eigentlich muss ich angreifen, aber bei denen hier unten angreifen. Solange die hier auf der Festung oben sind, ist irgendwie auch doof. Uns wagemutig in die Schlacht stürzen. Ja, was soll er sonst machen? Da kann ein bisschen ein paar weg, das sind mir jetzt zu viele. Die kommen ja alle mit dem Schwert an. Ich glaube, die müsste ich eigentlich, wenn die Verteidigung eigentlich relativ gering ist bei mir, muss eigentlich trotzdem schlagen. So. Jetzt habe ich eventuell noch so einen Punkt, wo ich sage, wie gehe ich jetzt da vor? Hole ich mir jetzt die trotzdem und mache einfach mit ihm nachher, sich bewegen soll. Fuck, Schnitter. Das heißt, den muss ich so zuerst platt machen, weil ein Schnitter gefällt mir gar nicht. Also mal gucken, wenn ich jetzt kritte, dann lasse ich, sonst mache ich nochmal schnell zurückspulen quasi. Bitte mal zurückspulen, ja. Oh. Kein Zurückspulen. Was? Nein, das war jetzt falsch. Scheiße. So. Den hat dem Fuck Schnitter, das gefällt mir gar nicht, weil damit der Stahl Großachs, auch wenn der angreift, da bin ich schnell genug dazwischen, um zu kontern. Aber das hier gefällt mir gerade null. Dann nehme ich halt bei ihm jetzt eine andere Waffe, nehme ich jetzt halt einen Würmtöter, dann eine höhere Trefferquote. Das heißt, er wird vermutlich ihn angreifen. Das heißt, ich ziehe ihn mal elegant zurück, weil er es aber kann. Ne, komm, ich packe ihn hier drauf und sage einfach, hey, hier Abwehrhaltung, komm.
mir sonst gerade zu doof. Was hat die Zeit? Wir sind schon bei 40 Minuten. Das zieht sich aber auch hin hier. Kaum zu fassen. Gut, wir stellen uns dann auch ein bisschen an, muss ich zugeben. Da bin ich hier ein bisschen vorsichtig. Dann ziehe ich euch mal noch ein bisschen zurück, nicht dass ihr irgendwie noch ins Fahnenkreuz gelangt. Und das noch und hier unten. Ich bin, ja gut, ist wieder aufgelöst worden. Eigentlich war ich in der Range drin. Müssen trotzdem ein bisschen vorwärts machen, ne? Weil so geht's ja nicht. Ein Silberschwert, der komm, wenn er unbedingt angreifen will, dann soll er. Na, wobei bin ich wieder draußen, okay. Beim krass Trefferquote 0, Crit 0. Wie kann man so krass ausweichen, Sidal? Tja, Liberation plus 5, nicht unterschätzen, Freunde. Das haut rein, Level 7. Speed und beide Verteidigungswerte, sehr gut. Jum Jum. Mysteriöser Tanz. Ja, du gehst erstmal dahin. Obwohl, warte mal, geht er trotzdem. Normal angreifen, dann tanzen, dann weg da. 4% Trefferquote. Also, wenn du da treffen willst, brauchst du echt verdammt viel Glück. Die machen sich eigentlich beide jetzt relativ gut gerade aktuell. Was mache ich überhaupt? Warte mal. Ja, ich krieg's ja eigentlich nicht gedoppelt, nix, war. Auch wenn ich jetzt hier mit der Flut reingehe, bringt alles nichts. Da kann ich genauso gut hier hinten bleiben. Und er versucht's bei ihm. Ah, der Erholungsstab hätte ich doch gerne gehabt, aber wir können ihn sicher mal noch irgendwo kaufen oder so. Also ist zwar nicht schön, aber ist auch nicht weiter tragisch. Die Sonne, ja, die heilt. Du, 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 du. Soll ich hier auf die losgeben? Bin ja nicht ein Fan von. Holen wir doch die Scheißpunkte. So. Haben wir hier oben mit aufgeräumt, ohne Verluste. Sehr gut. Wir sind leider hier noch so auf dieser Art Sanddüne, sagen wir jetzt mal. Das sind hier ganz kurz die Drachenader. Weil ich ja eigentlich war, dass gleich er noch angreifen wird. Jetzt ziehen wir ganz kurz zurück. Dann müsste es, glaube ich, aufgehen. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns nächste Folge wieder. Dann eventuell hole ich mir die Energie noch hier oben. Wobei, ich vermute, ich brauche es eh weniger. Nee, eigentlich nicht mehr. Als nächste Folge werden wir die hier platt machen alle. Und dann mal gucken, was wir nachher mit dem Emblem-Ring von Eifram Erika machen. Und was aussieht, kriegen wir auch noch ein Meistersiegel. Da geht es dann darum, wen entwickeln wir. Eti oder vielleicht auch Hortensia, weil ich irgendwie der Gedanke, sie doch noch mitnehmen zu können, ist irgendwie schon reizvoll, wenn es gehen würde, so rein vom Teammäßig und so. Und ja, Rosado oder noch Goldmarie, klar können die natürlich mega mächtig sein und so. Es mag alles sein, aber ich habe jetzt eigentlich schon mein Team und will mich noch mal groß umstellen, aber da sehen wir dann. Neben jemand auch noch den Ring von Erika und Eifram, mal gucken. Dass jemand von hier unten kriegt, vielleicht sogar irgendwie, keine Ahnung, Marin oder so, oder einen Tausch mit Junaka. Ja, mal gucken, wir werden sehen.
In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Ciao zusammen.